schauen wir noch die letzte Akte an. Die Akte zu Yales Vater war die dünnste. Nur noch sein Name war übrig. Warum? Ein Katzenfisch in der Mitte. Habe ich etwas vergessen? Cool. Also irgendetwas habe ich noch vergessen. Die habe ich nicht geschaut, okay. Helen Moores Akte war mit Abstand eine der pikantesten. Sie war bloß eine durchschnittliche Tennisspielerin gewesen, bis O'Leary ihre Karriere durch abgekartete Partien in Schwung brachte und sie die Weltrangliste stürmen ließ. Allerdings hatte O'Leary schon seit über einem Jahr keine ihrer Partien mehr verschoben. Trotzdem war sie unbesiegt geblieben. Wie auch immer, es war klar, dass O'Leary mehr als genug in der Hand hatte, um ihre Karriere zu ruinieren. Jake. Genau. So seltsam es auch scheinen mag, O'Leary hatte Jake gerade deswegen als Leibwächter angeheuert, weil dieser eine absolut blütenweiße Weste hatte. Offenbar umgab er sich gern mit ehrbaren Leuten, wenn er sich unter die High Society mischte. Okay. Ich würde sagen, O'Leary hat Stone gedroht, Moores Karriere zu ruinieren. Jake. Da kam jemand. Sind wir nun Helden der Arbeit oder nicht? Es ist mitten in der Nacht.
schieben hier Überstunden. Hey Jimmy, was hältst du denn davon? Ich glaube, der scheißt sich gleich ein, Desmond. Wie kommt's, Jimmy? Wir rollen für dich den roten Teppich aus. Wir lassen dich sogar ins Büro vom Boss. Du bist ein richtiger Glückspilz. Man kann echt nicht sagen, dass ich dich nicht gut behandle, Jimmy. Ja, Rede, du Trottel. ja, also gut. Ja, aber warum sind Sie... Reg dich ab. Wie lange arbeitest du schon für mich, Jimmy? Drei Monate. Oh ja, ich habe dich sofort angeheuert, als dein Vetter Martin gestorben ist. Ich brauche deinen Rat. Wie würdest du wohl jemanden bestrafen, der das Leben eines Unschuldigen durch Fahrerflucht ruiniert hat? Das weiß ich nicht. Und du, Wilson, was würdest du tun? Was würdest du unternehmen? Nein, bitte, nein. Ich hab doch gar nichts getan. Ich schwör's. Er war einer von den Guten. Natürlich war dir das klar. Du hast ihn ja besser gekannt als ich, oder? Er war ja mein Vetter. Deswegen habe ich dich ja angeheuert. Weißt du, Martin war ein guter Freund von mir. Und seine Witwe hat gesagt, du seist ein netter Kerl, der alles für einen guten Job tun würde und dringend Geld brauche. Und ich habe eine Schwäche für alle, die in Not sind. Aber weißt du was? Ich habe mit ihr geredet. Ich glaube, es war erst gestern. Sie sagte, dass du mit der Knarre ein paar unanständige Sachen mit ihr gemacht hast, Jimmy. Oh, so geht man doch nicht mit einer Witwe um. Die lügt. Warum sollte ich denn wohl sowas machen? Was ist mit dem Kleinen? Bist du dir sicher, dass du wirklich weißt, wie lange so ein kleiner Junge mit dem Kopf in der Kloschüssel die Luft anhalten kann? Elender Bastard. Ich wollte das doch gar nicht. Das war seine Idee. Selbstlos wie ich nun mal bin, war ich froh, mein Leben nicht für Jimmy riskiert zu haben. Vielleicht hat ja nicht mal jemand wie er es verdient zu sterben. Aber man könnte auch argumentieren, dass ich es nicht verdient hatte, für jemanden wie ihn zu sterben. Wer ist dein Boss? Los, raus mit dem Namen! Cassidy, das war deine Idee. Er hat gesagt, sie heuern mich an, wenn ich der Witwe Angst Also anlage. schön, Ich also hab schön. nur... Beruhigen wir uns erstmal wieder. Wird alles gut. Mein Leben wird von 2 heiligen Grundsätzen bestimmt. Der erste Grundsatz ist die Liebe zu meiner Familie. Ich würde alles tun, um sie zu schützen. Der zweite Grundsatz ist, dass ich meine Zukunft niemals dem Schicksal überlasse. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen. Oder noch präziser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendwer einen dieser beiden Grundsätze in Frage stellen, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Kapierst du langsam, wohin die Reise geht? Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen. Wobei ich ihn im Grunde nur verpfiffen Nein, habe. Da ich habe würde gerne... Hör auf, mich zu unterbrechen, Jimmy. Das ist einfach unhöflich. Gleich. Weißt du was? Wir belassen's einfach dabei. Du wirst diesem widerlichen Walross Cassidy eine Nachricht überbringen, nicht wahr? Ja, klar. Was immer Sie sagen. Sicher. Bravo. Wie lautet denn die Nachricht? Jimmy, mein Junge. Du kapierst es immer noch nicht, was? Du bist die
wickel den ein. Ups. Sorg dafür, dass Cassidy unser Paket zum Frühstück kriegt, ja? Ich hoffe, er erstickt dran. Verstanden. Hey, hey, hey. Na, wo steckst du denn, kleines Fischlein? Und wieder hast du dir meine Geschichte nicht zu Ende anhören können. Was? Wo willst du denn hin, mieze Katze? Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Der erste ist die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Der zweite, niemals die Zukunft dem Schicksal überlassen. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen, oder noch besser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendjemand einen dieser beiden Grundsätze, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn eigentlich nur verpfiffen habe. Nun, der Kerl ist im Hudson River gelandet, direkt bei Pier 27. Der muss mittlerweile nasser als ein Fisch sein. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Was einem so in den Sinn kommt, wenn man glaubt, man muss gleich sterben. Plötzlich konnte ich an nichts anderes mehr denken als daran, wie gern ich doch einen Fisch als Haustier gehabt hätte. Wie auch immer. Ich war 14 Jahre alt. Ich träume heute noch von ihm, von seiner Witwe und seinem Sohn. Spätestens da stand für mich fest, dass ich mir einen Fisch kaufen würde. Doch zuerst... So war das nun mal. Nie wieder. Heutzutage bereue ich nie etwas, ob ich nun selbst abdrücke oder nicht. Ich weiß nicht, es scheint mir sogar irgendwie Spaß zu machen. Seine Pupillen sind geweitet und ein kleines Lächeln umspielt seinen Mund. Dieser Wichser genießt das. Falls irgendjemand noch Zweifel daran haben könnte, wer hier der Boss ist, lege ich meine dreckigen Schuhe auf diesen Luxustisch, um zu beweisen, dass das alles mir gehört. Der Typ zögert nie beim Abdrücken. Selbst wenn ich nicht gesehen hätte, was er Jimmy angetan hat, hätte ich doch gewusst, dass er nicht blufft. Wenn ein Mafiaboss seine Liebe für seine Familie kundtut, dann kann das nur bedeuten, dass er a. nicht zögern würde, deine eigene Familie zu zerstören und b. dass er seine Frau betrügt. Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, lebendig dort wieder herauszukommen. Nein, O'Learys Frau hat eine Affäre mit Colbert. Soll ich das O'Leary auf einem Silbertablett servieren? Oder Colbert drohen, damit er mich aus dieser Scheiße herausholt? Und tja, das war's, glaube ich. Wissen Sie, was Black sagt? So weit bin ich noch nie gekommen. Herzlichen Glückwunsch.
Sie gehen mit Stil von der Bühne. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, weil ich Sie respektiere. Auch das, was Sie sagen. Aber eigentlich bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Ihre Frau hat eine Affäre mit Colbert. Was? Ich? Niemals. Die Sache ist die, Ihr Wort gilt mir nichts. Naja, und da Sie mir keine Beweise gebracht haben? In meiner Manteltasche rechts. Black Sad, Black Sad, Black Sad. Oh, danke sehr. Und es tut mir leid, dass ich voreilige Schlüsse gezogen habe. Zuerst werden Sie einfach so von Wilson verprügelt. Und jetzt sind wir hier. Als Sie uns anvertraut haben, was Sie in Yales Apartment entdeckt hatten, tja, da wollte ich Ihnen irgendwie schon glauben. Aber natürlich ist Ihnen klar, dass man auf dieser Welt niemandem trauen kann. Nehmen Sie, ist nur fair. Danke, ist bei mir gut angelegt. Ein Rat. Legen Sie es schlecht an. Macht mehr Spaß. Oh, Black Sad. Ist das nicht eine eher seltsame Zeit für einen Besuch? Ihre Nachricht war wichtig, aber doch nicht so dringend. Die hätte auch bis morgen warten können. Meinen Sie nicht? Wir Katzen und Wölfe jagen nachts. Ladebildschirm. Recht coole Antwort. Ich wünschte, ich würde gerade an einem Noir-Roman schreiben. Dann könnte ich den Erzähler ein paar pointierte, ironische Anmerkungen anbringen lassen, um zusammenzufassen, was ich gerade durchlebt habe. Die düsteren Gassen von New York erinnerten mich an den Zustand meiner Seele. Nein. Der Herbst hing über mir wie... Der Herbst traf mich mit der ganzen Macht meiner längst verlorenen Jugend. Nein, das ist es nicht. Der Herbst kam mit der ganzen Wucht des schlechten Gewissens über mich. Oh, noch schlimmer. Mensch. Der Herbst kündete vom eisigen Hauch des nahenden Todes. Medioker, aber immerhin wahrheitsgemäß. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten erwachte ich am nächsten Morgen klaren Blicks und guter Dinge.
Und ich hatte den unbekannten Angreifern zu danken. Die Prügel hatte ihren Tribut gefordert. Doch zum ersten Mal seit Monaten hatte ich wie ein Baby geschlafen. Bitte, Helen, Konzentration. Na gut, 5 Minuten. Gleich geht's mit der weithändigen Rückhand weiter. Aha. Also, Mr. Blackmore, was kann ich für das FBI tun? Was jeder wahre Amerikaner tun sollte, auf der Welle des Erfolgs reiten, möglichst in globalem Maßstab. Ja, natürlich. Wir müssen die Kommunisten auf jedem Schlachtfeld schlagen. Ob in Korea, auf einem Sandplatz oder in Wimbledon. Aber das meinen Sie ja gar nicht, oder? Können wir vielleicht unter 4 Augen reden? Alec! Komme! Sie haben 4 Minuten, Mr. Blackmore. Also... machen Sie das Beste draus. Wir wissen von Ihnen und Desmond O'Leary. Wow, das FBI weiß wirklich, was es tut. Wen von den 100 Millionen Amerikanern, die davon wissen, haben Sie denn erpresst, um an so streng vertrauliche Informationen zu kommen? Die Sache ist... Also, Wissen Sie, ich würde gern diesen Teil meiner Vergangenheit ungeschehen machen, aber egal. bereuen Sie etwas? Werbung bringt mehr Geld als Trophäen. Ist das zu glauben? Mit einer so zwielichtigen Gestalt in Verbindung gebracht zu werden, kann meinem Ruf nur schaden. Glauben Sie mir, man sollte sich niemals mit einem verheirateten Mann einlassen. Man sagt, Sie hätten zurzeit ein Verhältnis mit Al Stone, dem Boxprofi. Stimmt das? Wow, Ihr Scharfsinn verblüfft mich immer wieder. Reden Sie doch nicht um den heißen Brei herum. Wir wissen, warum Sie mit dem zusammen sind. Ach, dann stehen Sie also auch auf seinen Bizeps. Desmond O'Leary hat Sie beauftragt, Stone zu verführen. Warum? Was? Nein, ich habe Al zufällig getroffen, bei einer Party. Einer Party von Desmond O'Leary. Nein, das kann nicht sein. So gerissen kann doch niemand sein, selbst er nicht. Verdammt, ich hasse diesen Mistkerl. Uns ist bekannt, dass in Ihrem ersten Jahr als Profi bei mindestens 6 Partien im Vorfeld Absprachen getroffen wurden. Und? Sie haben alle davon gewonnen. Wollen Sie mich beleidigen? Auf dem Platz gebe ich alles. Es ist nicht meine Schuld, wenn meine Gegnerinnen das anders sehen. Sie können die gerne vernehmen. Wie auch immer. Jetzt weiß ich, warum Sie O'Leary erwähnt haben. Was haben Sie wirklich gegen ihn in der Hand? Und sagen Sie jetzt nicht illegales Glücksspiel. Bedauere, das sind vertrauliche Informationen. Nein, ich bin zu langsam gewesen. Ich meine das ernst, Miss Moore. Amerika kann es sich nicht leisten, dass jemand seine Grundfesten so erschüttert. Und Amerikas Liebling kann sich das auch nicht leisten. Helfen Sie uns. Reden Sie mit uns. Und warum sollte ich, Mr. Blackmore? Was habe ich zu gewinnen? Oder zu verlieren? Ihnen ist doch klar, dass Ihre Karriere am Ende ist, wenn publik wird, was wir wissen. Und das will doch keiner, oder? Eigentlich ist es ganz einfach.
Komm, mach A. A. Hey, bitte. Bitte. Was ist jetzt da los? Oh, Mann. Kann die sich glücklich schätzen? Haben Sie Feuer, Sir? Die perlweißen Zähne von jemandem, der kaum raucht. Mache ich sie nervös? Mist. Fast kein Benzin mehr. Soll ich Ihnen meinen Trick verraten? Erst nach unten, dann nach oben, dann wieder nach unten. Keine Angst, ich ziehe hier keine Rückschlüsse auf Ihre Männlichkeit. Fast. Ah, okay. Mit rechts. Fast. Keine Angst, ich ziehe hier keine Rückschlüsse auf Ihre Männlichkeit. Danke. Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen. Sie versuchen, O'Leary etwas anzuhängen, vielleicht aus gutem Grund. Aber bei mir sind Sie an der falschen Adresse. Glauben Sie mir, wenn ich auch nur die leiseste... So, Helen, es ist Zeit fürs Rückhandtraining. Avanti! Rauchen Sie? War mir ein Vergnügen, Mr. Blackmore. Hast du mein Wasser mitgebracht? Ladebildschirm. Sie hat die Zigarette weggeworfen? Dir ins Gesicht? Was bist du doch für ein Loser? Zu dumm, dass ich Cassidy auf den Fersen sein musste. Wäre ich da an Ort und Stelle gewesen, hätte Amerika keinen Liebling mehr. Also, was meinst du? Wir beide, wir tauschen nächstes Mal die Plätze, ja? Du bist dran. Was hast du herausgefunden? Ja, das wird dir gefallen. Bist du soweit? Ich habe Neuigkeiten, aber auch einen unglaublichen... Blacksad? Mein Mann ist verschwunden. Was? Wer? Ach, Mrs. Colbert. Doch gestern Abend hat ihn jemand angerufen. Er hat gesagt, er müsse arbeiten und ist noch nicht wieder zurück. Seit gestern Abend hat ihn keiner mehr bei der Arbeit gesehen. Und seit unserem ersten Gespräch habe ich nichts mehr von Ihnen gehört. Haben Sie etwas herausgefunden? Er ist mit seiner Geliebten durchgebrannt. Weit weg, irgendwohin. Weiter weg, als Sie sich das vorstellen können. An Ihrer Stelle würde ich ihn vergessen. Es ist Zeit, um... Was? Warum haben Sie mir davon nichts gesagt? Ich weiß, ich hätte was sagen sollen. Ich fürchte, ich kann die Wahrheit vor Ihnen nicht verbergen. Mrs. Colbert? Dieser Taugenichts, dem werde ich die Augen auskratzen, dem reiß ich den Kopf ab, das wird er noch bereuen. Ja, aber was war das denn gerade? Hast du mir vielleicht nicht alles erzählt? Mag sein. Aber jetzt bist du an der Reihe. Erzähl mir mal von Cassidy. Komm schon, spuck's aus. Ich habe nichts gefunden, was zwangsläufig darauf hindeutet, dass Cassidy etwas mit dem Mord an Dan zu tun hat, aber... Na, wenn das keine Story ist... Aber ich weiß, dass Cassidy heute Abend Poker mit einem gewissen Howard M. Farnham II. Spielen wird. Einem texanischen Tycoon, der auch beim Boxen mitmischen will. Ja. Ich weiß auch, dass sich Cassidy und er noch nie persönlich getroffen haben.
Und dass Farnham, der im Belfort Hotel abgestiegen ist, sein Zimmer nicht verlassen hat. Offenbar hat er die Nacht dort mit 3 Flaschen Bourbon verbracht. Also, nun zu meinem unglaublichen Plan. Ich schleuse mich ins Hotel, schlage ihn K.O. und übernehme dann, unauffällig, aber hochprofessionell, seinen Platz beim Poker. So müsste ich Cassidy zum Reden bringen. Na, was meinst du? Unglaublich, oder? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass du dich nächstes Mal um Helen Moore kümmerst, während ich Cassidy übernehme? Nein. Okay. Oh.